Ja, nein, aber darf ich mal fragen, ist das das chaotischste Interview, das du schon je gehabt hast? Salut zusammen! Bevor das Video startet, muss ich euch schnell über ein paar Hintergrundinformationen in Kenntnis setzen. Vor dem Interview hatte ich es eigentlich geplant, dass er, der Fabian Molina, und ich jeweils ein Mikrofon in der Hand haben. Das ist aber leider nicht gegangen, weil ein Mikrofon extrem geruscht hat und dann habe ich einfach gedacht, okay, machen wir es mit einem Mikrofon, es geht an sich auch gut. Ich habe leider aber in der Hitze vom Gefecht vergessen, das Mikrofon einzustecken. Das heisst, der erste Teil vom Interview hört ihr jetzt über das Kameramikrofon. Da versteht man ihn auch an sich genug gut, aber leider nicht ganz so gut, wie es mit dem Mikrofon gesehen wäre. Und dann in der Mitte machen wir einen kleinen Stopp, dann könnt ihr nämlich sehen, was meine Reaktion ist, wenn ich nämlich plötzlich merke, oh nein, das Kabel von dem Mikrofon führt einfach ins Nirgendwo. Ich werde dann nochmal anhalten und kurz kommentieren. Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich habe heute die grosse Freude, eine der provokantesten Personen von der ganzen Schweiz interviewen zu dürfen, und am besten stellst du dich schnell selber vor. Ja, hallo, ich bin Fabian Molina, ich bin 25 und ich bin Präsident von der User Schweiz. Und da kommen wir auch schon super gerade zur ersten Frage. Der Maulaf fragt nämlich, könntest du denn bitte noch ein bisschen genauer erklären, was die machen und was die User genauer ist? Die User ist die Jungpartei von der SP. Wir sind aber unabhängig, wir treffen unsere Entscheidungen selber und bei uns sind ganz viele junge Menschenmitglieder, die die Welt verändern wollen, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen, die zum Beispiel wollen, dass alle genug haben zum Leben, die Welt wollen, wo Frauen und Männer gleichgestellt sind, wo Rassismus nicht mehr existiert. Und wir setzen uns mit Aktionen, mit politischen Diskussionen oder mit Initiativen für diese Ziele ein. Und zum Beispiel der Popelkeks, ein toller Name, fragt, was unterscheidet für Sie die SP-User von den Grünen-Jungen Grünen und wieso sollte man Ihrer Meinung nach eher die SP-User wählen? Ja, die SP hat jetzt schon eine 126-jährige Geschichte. Wir sind die Partei, die den Sozialstaat in diesem Land aufgebaut hat, die zum Beispiel das Frauenstimmrecht eingeführt hat, die dafür gesorgt hat, dass die Armee auf ein vernünftiges Maß zurückgedrängt wird, wo ganz viele grosse Reformen, die das Land auch ausmachen, geprägt hat. Und ich glaube, diese Grösse, aber auch die lange Geschichte von der SP unterscheidet sie von den Grünen und ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, wieso ich zu der Sozialdemokratie gegangen bin, weil ich will in eine Partei gehen, die auch wirklich etwas verändern kann und die sich umfassend mit Politik befasst. Ich finde die Grünen auch gut, aber bei den Grünen geht es mir dann doch manchmal ein bisschen zu fest um ein Thema. Okay, und The Only and One fragt zum Beispiel Folgendes an Herrn Fabian Molina, hat die folgende Frage. Wird er auf der Straße viel erkannt, beziehungsweise ist er auch schon verbal angegriffen worden, zum Beispiel von Rechtsextremen? Also ich werde manchmal erkannt, ja. Die Schweizerinnen und Schweizer sind ja in der Regel sehr zurückhaltend, sie tun dann auch nicht immer ansprechen. Wenn sie einen oft ansprechen, ist im Ausgang, wenn sie vielleicht schon etwas zu viel getrunken haben, und dann kommt es auch manchmal vor, dass einem jemand abhöbelt und die Themen ein bisschen verloren gehen. Aber in der Regel geht es noch und ist auch immer noch angenehm. Aber bist du denn einfach so ein bisschen Polit-Promi? Ja, ich weiss nicht, ob man das sagen kann. Ich habe mal die Definition gelesen, man ist dann prominent, wenn einen mehr Leute kennen, als man selber kennt. Das ist sicher so, aber ich sehe mich jetzt nicht als wahnsinnig prominent. Es gibt da doch noch einige, die schon mehr und viel länger etwas geleistet haben. Aber provokant bist du trotzdem, und zum Beispiel der Mr. Music Junkie 2000 fragt an Molina, was sagst du dieser Aussage? Wenn die User so rechts wäre, wie sie links ist, wäre sie verboten. Das ist leider nicht so. Oder, wir haben in der Schweiz eine sehr breite Pluralität, das ist auch richtig. Ich finde die Meinungsäußerungsfreiheit etwas sehr Gutes. Ich finde es aber tatsächlich das Problem, dass es immer mehr so Parteien am ganz rechten Rand gibt, die sich sehr problematisch äußern, die auch wieder eine faschistoide Tendenz haben. Und ich finde, da ist ganz klar eine Grenze, die auch immer öfter überschritten wird. Im Gegensatz zu rechts sind wir eine friedliche Partei. Wir wollen auch, dass alle in dieser Gesellschaft ihren Platz haben. Rechte Parteien haben leider oft die Ideologie, dass sie gewisse Bevölkerungsgruppen ganz aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen haben. Und das
finde ich sehr, sehr problematisch. Was man auch muss sagen, dass die Meinungsäußerungsfreiheit auch bei uns leider nicht immer gewährleistet ist. Wir sind zum Beispiel im nachrichtendienstlichen Bericht vom letzten Jahr vorgekommen, weil wir an einer Demo waren und das ist eine grosse Gefahr, wenn es nicht mehr möglich ist, dass sich Parteien, die sich klar zu den demokratischen Grundwerten bekennen, aber die das Land verändern können, frei betätigen, dann haben wir ein Problem. Aber provozieren tut ihr doch gerne oder immer wieder auf euch aufmerksam machen mit Demos. So fragt zum Beispiel der, ich glaube, ich hoffe, ich spreche es mal richtig aus, GXCIV. Denken Sie, dass die JUSO mit ihren provokativen Aktionen in der Politik überhaupt bestehen kann und das in den nächsten Jahren auch so weiterführen wird? Oder toben sich da einfach die Jugendlichen noch ein bisschen aus, bevor sie dann in die richtige Politik einsteigen? Wir haben in den letzten Jahren ein massives Wachstum durchlebt, gerade mit dieser Strategie, mit unserer Politik, die auch laut ist. Oder? Wir sind uns bewusst, es hat niemand auf uns gewartet. Wir sind eine kleine Partei mit wenig Geld. Wenn wir gehört werden, dann müssen wir laut sein, dann müssen wir auch klar unsere Meinung vertreten. Das hat offensichtlich in den letzten Jahren funktioniert. Viele Leute sind zu uns gekommen, haben sich engagieren, aber es ist sicher so, nachdem man die JUSO war, dann engagiert man sich auch weiter. Man geht zur SP, man geht zu einer Gewerkschaft, man geht in eine NGO oder in einen anderen Verband sich engagieren. Wir sind eine Jungpartei. Aber bis jetzt haben wir doch die Erfahrung gemacht, dass die Leute auch sehr viel mitnehmen von ihrer Zeit bei der JUSO. Aber das heisst, die JUSO ist an sich nicht Vorbereitung auf Politik, sondern Politik schon selber? Wir machen Politik, wir machen nicht irgendwie Kindergarten, wir sind auch nicht einfach die Plakatkleberabteilung von der SP. Wir haben auch einen Gestaltungsanspruch, wir wollen direkt etwas verändern. Was wir aber auch haben, ist einen grossen Wert auf die Bildungsarbeit zum Beispiel. Wir treffen uns jedes Jahr im Sommer zum JUSO Sommerlager und dort uns auch sehr intensiv mit verschiedenen Themen befassen und das diskutieren, weil wir wissen, dass wir als junge Menschen die Welt verstehen, wo wir drin leben, wenn wir sie dann verändern. Ich habe mal nur, weil du das JUSO Sommerlager erwähnt hast, von einem anderen JUSO-Mitglied gehört, dass ihr da auch Leute von der SVP manchmal zu Gast einladet. Ist das eine Legende oder stimmt das? Nein, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr den Oskar Freisinger bei uns gehabt. Wir hatten auch den Toni Brunner im JUSO Sommerlager gehabt. Wir hatten auch schon mal die Ursula Haller von der BDP gehabt, weil wir auch die politische Debatte pflegen. Die werden dann eingeladen zu einem Diskussionsabend, wo sie sich auch mit JUSO-Mitgliedern messen, wo sie ihre Argumente anlegen können, weil es uns wichtig ist, dass man auch mal einen anderen Standpunkt hört. Und es freut mich, dass es in der Schweiz möglich ist, dass eben auch die Leute dann den Weg in die Walliser Berge auf sich nehmen und sich getrauen, mit den JUSOs zu diskutieren. Aber die kommen unverletzt wieder zurück? Es ist bis jetzt noch nie einer verletzt zurückgekommen. Genau, mit den Gästen dann auch in der Regel etwas zu trinken. Sie können sogar bei uns übernachten, aber da ist noch nie etwas passiert. Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem vielleicht eher aktuelleren Thema. So fragt zum Beispiel der Swiss Star 2. Was sagen Sie dazu, dass viele Jugendliche und junge Erwachsene zur SVP tendieren? Was sind die Gründe dafür? Ja, es hat eine Untersuchung gegeben vor ein paar Monaten, wo bei ganz vielen jungen Schweizerinnen und Schweizern nachgefragt hat, welche Parteien sie sich verbunden fühlen. Die SVP ist dort klar oben aufgeschwungen, dann ist die SP gekommen. Ich weiss nicht, ob das stimmt, ob die Studie ernst zu nehmen ist. Wenn das tatsächlich so ist, dann macht mir das grosse Sorgen. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie in den letzten Jahrzehnten eben auch sich die Wirtschaft und die Politik verändert hat. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Leute kompetitiv sein müssen, dass sie bestehen im Markt, im Leben. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, immer zu sagen, du bist deines eigenen Glückes Schmied, also du musst selber für dich schauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Zukunft auch wieder mehr Wert auf gemeinschaftliche Werte legen. Die Gesellschaft ist dann stark und kommt dann weiter, wenn es allen gut geht. Aber ich glaube eben, dass wir alle abhängig sind von den Lebensumständen, wo wir drin leben. Und die sind in den letzten Jahren immer gegen rechts tendiert. Und ich finde, wir müssen das ändern. Wir müssen den Zeitgeist, wo wir uns drin befinden, den rechten Zeitgeist ändern. Und genau darum habe ich mich auch angefangen, politisch zu engagieren. Aber nur weil du gerade gesagt hast, gemeinschaftlich etwas machen, das kommt jetzt einfach so gerade auf, muss ich dich jetzt eher als Kapitalist oder als Kommunist einstufen? Eher als Kommunist, aber wir sind eine sozialdemokratische Bewegung. Wir haben uns
in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert, also schon vor fast 100 Jahren von den Kommunisten abgespaltet, weil wir nicht einverstanden waren mit ihrer Programmatik. Wir wollen auch ein anderes System. Wir wollen nicht, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte ist, aber wir wollen das durch Reformen, wir wollen das System transformieren hin zu etwas Gerechterem. Okay, schauen wir noch mal ganz kurz in die Zukunft. Nämlich am 9. Dezember haben wir ja Bundesratswahlen. Und da schreibt zum Beispiel der X, der Unbekanntesten X. Was halten Sie davon, dass sich die SVP den zweiten Bundesratssitz ergattern wird? Und dieser Frage haben sich gerade 7 Leute angeschlossen. Das macht mir grosse Sorgen. Die SVP hat sich jetzt seit rund 1,5 Jahren nochmal massiv radikalisiert. Die SVP war schon immer eine rechte Partei, aber jetzt fordert sie die Abschaffung der Menschenrechte mit ihrer Initiative, die aus der EMRK austreten. Sie wollen das Asylrecht abschaffen, sie stellen den Rechtsstaat fundamental in Frage. Das sind alles Sachen, die in ihrer Qualität neu sind, die auch klar faschistoid sind. Und ich habe grosse Sorgen, wenn so eine Partei jetzt mit 2 Sitzen im Bundesrat vertreten sein sollte. Die SVP, FDP hätte dadurch auch die Mehrheit im Bundesrat, eine klare Rechtsregierung. Und das möchte ich nicht und ich hoffe, dass sich das noch irgendwie verhindern lässt. Aber was bewegt denn die Schweizer Bevölkerung dazu, Initiativen von einer, laut deiner Aussage, faschistoid handelnde Partei anzunehmen? Wir haben in der letzten Legislatur vor allem eine Initiative, die angenommen worden ist. Das war die Masseneinwanderungsinitiative, sehr knapp. Die Masseneinwanderungsinitiative hat ein Problem angesprochen, das bei den Leuten ganz real ist. Nämlich, dass sie Abstiegsängste, dass die Leute in der Schweiz immer weniger vom Kuchen überkommen, wo eigentlich erwirtschaftet wird. Die Mietkosten steigen, die Krankenkassenprämien steigen, es wird immer mehr Kulturland verbaut und das ist im Interesse von Immobilienkonzernen, von den Arbeitgebern oder weil die Löhne stagnieren. Und wenn man sich weigert, und das hat die Politik in den letzten Jahren gemacht, wenn man sich weigert, das Problem irgendwie anzugehen, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Ausgleich herzustellen und gleichzeitig eine Partei kommt und Leute dafür verantwortlich macht, die überhaupt nichts dafür können, nämlich Ausländerinnen und Ausländer, dann kommt genau das raus. Mir macht die grosse Polarisierung Sorgen und ich glaube, sie sollte auch diesen Kräften Sorgen machen, die irgendwie nicht wollen, dass es zu sehr grossen Umwälzungen kommt in diesem Land. Sondern an dieser Stelle mache ich jetzt eine ganz kleine Pause. Jetzt spulen wir nämlich nochmal zurück und schauen jetzt mal meine Reaktion. Ich schaue hier einfach mal aus Zufall Richtung Kabel und ich sehe, oh Gott, das Kabel führt ins Nirgendwo. Der Ton wird nicht mit dem Mikrofon aufgezeichnet. Und das sind 5 Schrecksekunden gewesen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr habt hier den Fabian Molina im Interview. Er nimmt sich extra Zeit und ihr vermasselt den Ton. Da habe ich mir so wirklich 10 Sekunden lang gedacht, so, springe ich jetzt eigentlich in Basel oder in Bern vor den Zug. Das ist dann noch die Überlegung gewesen. Und dann ist mir aber Gott sei Dank noch eingefallen, dass wir hier auch noch das Kameramikrofon haben, das auch den Ton aufzeichnet. Aber ich habe es dann doch dem Fabian gesagt, weil es würde ja für ihn auch ein bisschen komischen Eindruck machen, wenn ich auch plötzlich das Mikrofon nicht mehr ihm vor das Maul habe. Was ja sowieso eigentlich lächerlich ist, dass ich ihm 10 Minuten lang ein Mikrofon, das keinen Ton aufzeichnet, vor das Maul gehoben habe. Aber er hat dann Gott sei Dank Verständnis gehabt. Es war für ihn gar keine Sache gewesen. Und wir haben dann das Interview mehr oder weniger normal und dann auch wirklich mit dem Mikrofon können zu Ende führen. Der Luca Pellegrini fragt etwas, was wir vorher schon wirklich eigentlich sehr präzise angeschnitten haben, aber trotzdem noch mal kurz einfach ganz generell behandeln können. Was haltet ihr was haltest du vom radikalen Rechtsrutsch? Er macht mir grosse Sorgen. Wir haben jetzt bei den Wahlen etwas erlebt, wo man im Vorfeld schon gesagt hat, dass es könnte passieren, dass wir so einen Rechtsrutsch haben, wo ganz viele Geschäfte, die in der letzten Legislatur gekommen sind, in Frage stellt, wie gerechte AHV-Rente, wie die Energiewende, auch, dass man aus der Atomenergie aussteigt, wie gesicherte Beziehungen zur Europäischen Union. Das ist jetzt alles in Gefahr. Es wird eine sehr ungemütliche Zeit werden, die nächsten 4 Jahre, und wir werden gefordert sind, umso mehr mit Referenden und mit unserer Mobilisierung auf der Straße können, das zu verhindern. Okay, jetzt haben wir hier eine wahre Detailfrage, nämlich der Sascha Burch fragt, welche Umverteilung des Geldes in der Schweiz finden Sie optimal und was denken Sie, wie wird sich das auf unsere zukünftige Wirtschaft auswirken? Umverteilung ist immer noch die zweitbeste Lösung.
ich finde es wichtig, dass von dem wirtschaftlichen Wohlstand, den wir haben, alle profitieren. Das bedeutet, wir brauchen grundsätzlich mal gute Löhne, wir brauchen eine Primärverteilung, also auch über Abgaben, die die Leute überkommen, eben über die Löhne, so eine Verteilung, die schon dem entspricht, wo erwirtschaftet wird. Und dann, wenn es nicht anders geht, weil es halt die einen gibt, die mehr verdienen als die anderen, dann müssen wir gemeinschaftlich unsere Leistungen finanzieren, unsere Strassen, unsere Krankenhäuser, unsere Schulen. Und das bedeutet, dass die mehr haben, auch mehr zahlen müssen als die weniger haben. Und das finde ich eine gerechte Form der Verteilung. Und der Sascha Burch fragt gerade weiter, wie sieht nach Ihnen der Wunsch Sozialstaat aus und wie soll sich der Sozialstaat schuldenfrei finanzieren? Ja, der Sozialstaat finanziert sich eigentlich immer schuldenfrei. Die Frage ist, wie man Schulden definiert. Der Sozialstaat ist in einer reichen Schweiz eine Frage vom politischen Willen. Es gibt so viel Geld in der Schweiz, das auf Bankkonten von alten Männern liegt, wo eingesetzt werden können, um anderen eine würdige Rente zu ermöglichen. Die Frage ist, ob man das will oder ob man das nicht will. Mein Wunsch-Sozialstaat ist sehr einfach aufgebaut, also nicht mehr mit 3 Sozialwerken für das gleiche Thema, sondern mit einem einfachen Sozialwerk. Sollen wir rasch eine Pause machen? Nein, ist gut. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob die Kamera auch wirklich läuft. Als Switzerland ist ja wirklich jedes Mal, wenn es um Ton geht, eine Katastrophe. Die läuft? Okay, danke. Es tut mir wirklich leid, das ist vermutlich ein... Ich könnte auch die Frage nochmal machen. Ja, nein, aber darf ich mal fragen, ist das das chaotischste Interview, das du schon je gehabt hast? Nein, ich habe noch nie so ein gefilmtes Interview gehabt, aber ich habe schon sehr chaotische Interviews gehabt mit Journalistinnen und Journalisten, die sehr schlecht vorbereitet waren. Das sind ja also mustergültig. Okay, also bei uns hapert es nur an der Kamera, aber nicht an der Frage nicht, oder? Also quasi das Wissen um die kapitalistische Technik, die mir fehlt. Also eine unverhohlene Kritik, muss man fast schon sagen. Also so kommen wir zu einer von der letzten Fragen, nämlich der SRWEIMSOS Abstand F fragt Ann-Malina A. Wir gehen jetzt alles durch. Das A ist schon gefragt worden, aber das B finde ich noch interessant. Was hat Sie dazu bewegt, linke Politik zu betreiben? Ich habe mich sehr jung angefangen für Politik interessieren, mit 11, nach den Anschlägen von 9/11, habe dann auch angefangen, die Tagesschau schauen, die Zeitung lesen und dann irgendwann gemerkt, ey, da geht es nicht so zu und her, wie es im Interesse der grossen Mehrheit der Leute wäre. Was mich dann aber wirklich politisiert hat, ist die Abstimmung über das neue Asyl- und Ausländergesetz 2006. Dort habe ich wie gemerkt, Politik betrifft uns alle. Man hat dort das Asylgesetz so verschärft, dass mein Vater, der 1982 als politischer Flüchtling in die Schweiz kam, wahrscheinlich keine Aufnahme mehr bekommen hat. Also das hätte bedeutet, es gäbe mich gar nicht. Und das hat mir wie gezeigt, oder, Politik hat einen grossen Einfluss. Und ich habe mich dann auch engagieren und ich habe mich natürlich links engagieren, weil ich nicht wollte, dass man Ausländer so diskriminiert und ausgrenzt, dass man auch Schutzsuchenden wirklich Schutz bietet in der Schweiz. Und dann noch die Frage C, was ist Ihr grösstes Ziel in der Politik? Wenn ich stirb, wollte ich mal etwas verändert haben. Ich wollte in einer Welt leben, oder zumindest in einer Schweiz, die ein bisschen gerechter ist. Oder vielleicht ist es auch nur in einzelnen Bereichen ein bisschen gerechter und ein bisschen freier ist, als dass sie das jetzt ist. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber wegen dem bin ich in die Politik gegangen. Und dann haben wir nochmal vom Popelkeks die Frage, was sind die grössten Stärken und Schwächen von User und was sind Ziele für das neue Jahr? Die grössten Stärken und Schwächen. Also die User ist sicher stark, weil sie laut ist und frech ist und auch mutig ist, Sachen zu fordern und anzureissen, die sich andere nicht getrauen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen die Schwäche, dass wir zum Teil zu viele Sachen angehen, dass wir uns drohen, manchmal zu verzetteln, auch in langfädigen Diskussionen. Aber insgesamt, glaube ich, ist die User in einem sehr, sehr guten Zustand und es lohnt sich auch, sich bei den User zu engagieren. Im nächsten Jahr haben wir jetzt in der ersten Jahreshälfte 2 grosse Sachen auf dem Programm. Wir haben Ende Februar die Abstimmung über die Spekulationsstopp-Initiative, wo der Trader verbieten auf den Tod und den Hunger von Millionen von Menschen in den Ländern vom Süden zu spekulieren, wo nicht mehr möglich sein soll, dass man auf die Preise von Lebensmitteln spekulieren, die dann so Gümpfe machen.
Und das Zweite ist, es wird die Abstimmung anstehen über das neue Nachrichtendienstgesetz, wo wir im Moment die Unterschriften sammeln. Das Gesetz, das die Überwachung von uns allen massiv ausbauen will, wo dass der Geheimdienst unsere WhatsApp-Nachrichten, unsere E-Mails lesen, unsere Zimmer verwanzen und das alles präventiv, ohne dass wir es wissen. Und das sind ihr eigentlich aufgrund von eurer Vorerfahrung dagegen. Du hast nämlich gesagt, ihr seid einmal im Geheimdienstbericht auftaucht, wie ihr demonstriert habt. Aber darf ich mal fragen, wenn man sich sozusagen ein bisschen mit dieser Demonstration auf eine Art abgrenzt von der Gesellschaft oder von den Idealen der Gesellschaft, ist es denn nicht eine logische Konsequenz, dass man überwacht wird? Ich glaube, in diesem Staat verträgt es einiges und es muss einiges vertragen. Wenn wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben wollen, wo es Demokratie und Meinungsvielfalt gibt, dann muss es viel vertragen. Was es nicht verträgt, finde ich, ist gewalttätiges Gedankengut, ist Gedankengut, wo sich gegen Leib und Leben der Leute richtet, wo auch eine sehr rechtsextreme, faschistoide Ideologie ist. Oder? Wenn wir jetzt wieder sagen, wir wollen die Juden vergasen oder wir wollen die Moslems irgendwie internieren, dann würde es problematisch. Und das wird die JUSO nie fordern. Die JUSO steht für eine demokratische Gesellschaft, für soziale Gerechtigkeit. Wieso wir da sollen überwacht werden, ist mir ein Rätsel. Aber tatsächlich ist es so, dass in der Schweiz schon oft Menschen, die andere Meinung haben, die vielleicht auch kritisch sind, auch Intellektuelle überwacht worden sind. Wir haben 1989 die Fischenaffäre, die aufgeflogen ist, wo fast 1 Million Menschen in diesem Land überwacht worden sind, bis ins Privateste. Und dort wollen wir sicher nie mehr hin. Und die Kritik vorher, die du gesagt hast, von rechtsorientierten, Rechtsradikalen, darf ich da fragen, geht das ein bisschen an die Adresse von der SVP oder geht das noch weiter in den rechten Flügel? Ja, das geht noch weiter in den rechten Flügel. Es wäre völlig illusorisch, die SVP zu verbieten und auch nicht zielführend und nicht richtig. Aber ich stelle einfach fest, dass sich die Partei, die einmal staatstragend war, derart radikalisiert hat, dass sie heute die Abschaffung der Menschenrechte fordert, als erste grosse Partei, die auch Regierungsverantwortung hat in Europa. Das ist ein Novum und das ist schon eine neue Qualität und eine Grenzüberschreitung, die man sich bewusst sein muss. Okay, danke vielmals. Jetzt haben wir noch eine Frage, die eigentlich ein bisschen random daherkommt, weil sie nicht sehr viel mit der Schweiz zu tun hat, aber ein Zuschauer hat es fragen und darum frage ich sie jetzt trotzdem. Swiss Destiny fragt, mich würde interessieren, was der Fabian über uns Kurden denkt. Es gibt ja ein Kurdenproblem in der Türkei. Ich glaube nicht, dass es ein Kurdenproblem gibt, sondern es gibt ein Problem zwischen Türkinnen und Türken und Kurdinnen und Kurden. Kurdinnen und Kurden sind das grösste Volk, das keinen eigenen Staat hat, das auch immer unterdrückt worden sind in der Geschichte. Und das Problem ist im Moment sehr virulent, es ist auch sehr gewalttätig. Der Erdogan hat jetzt die Wahlen gerade nur gewonnen, weil er mit einer massiven Gewaltpropaganda auch gegen die kurdische Minderheit vorgegangen ist. Und ich bin überzeugt, dass es eine Lösung gibt in dieser Kurdenfrage, ist sehr wichtig. Es braucht wieder einen Friedensprozess und es braucht vor allem auch eine Besserstellung der Kurdinnen und Kurden mit einem eigenen Staat im Mittleren Osten und in der Türkei. Okay, danke vielmals fürs Interview. Ich entschuldige mich nochmal für den technischen Patzer. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel. Dankeschön für deine Zeit. Für die Einladung und fürs Gespräch. Okay, Dankeschön und tschüss.